ich werde mich kurz fassen, aber nun von der Erdzufuhr Steuerpunkten Stellung holen. Der Kollege Marc Lies wird ganz recht, wenn er sieht, dass mit der Aufschärfung von der Bühne von den Fissen Preise nicht draufgehen. Das ist aber auch nicht wichtig, weil das kein wohnungsbaupolitische Mesure, das ist eine Frage von steuerlicher Gerechtigkeit. Der Kollege Schilroth hat mit Recht darauf hingewiesen, dass die Majorität hier im Haus gegen die Motion von der Opposition gestimmt hat, wie wir die Bücher wollten, erst aufschärfen. Das muss ich aber ehrlichkeitshalber sagen. Fakt ist, dass auch ein etliche Majoritätspolitiker der Vergangenheit die Forderung abgestaltet haben. Für uns 2 Jahre zum Beispiel George Engel an der Franz Fayo. An ihnen gebührt dürfen auch eine gewisse Unerkennung. Muss ich aber sagen, sie konnten das nicht durchgesetzt. Durchgesetzt hat das Reform, das Schluss von den Abühen durchgesetzt hat die Opposition. Und zwar recht, wie man hier chiffriert hat. Wie viele Milliarden Steuereinnahmen hier verloren gehen. Ich felicitiere die Regierung für das Reform, dass sie die durchziehen. Ich felicitiere auch die Opposition, dass wir bewirkt haben, dass das geschieht. Wie soll die so schön, halb zog sie, halb sank sie hin. Dann ein Wort zum Amortissement fiskal accéléré. José Loche hat gestern in seiner Intervention gemeint, den Amortissement fiskal accéléré hat sein Ziel nicht erreicht. Das ist faktisch ganz einfach falsch. Ziel von dem Amortissement wird immer, viel neuen, hochwertigen Mietwohnraum zu schaffen. An das Ziel wird 100% erfüllt. Der private Wohnungsbau wird immer hier im Land, bei weitem, der Gros von den Wohnungen geschärft. Muss ich wissen, so ein Immobilienprojekt, da muss an der Regel 60% verkauft sein, ehe kann gebaut gehen. Ehe zu für den Bau von der Bank deblockiert sind. Am Haut ist es faktisch so, dass die 60% von Investisseuren aufgedeckt gehen. Wenn eine Regierung meint, es soll in das Investisseuren ausbremsen, für Wohnungen, die auf jetzt verloren sind, en faveur vom Primo-Occupant, die für sich selber kaufen, dann hat das als Konsequenz, wenn die Reform greifen, mir Gott sei Dank greift sie wahrscheinlich nicht, dass erstens es Männer Mietwohnungen geben, ergo die bestehenden Mietwohnungen mit teuer geben, und da ging ich dem Kollegen Lies Unrecht, es hat eine Inzidenz auf den Mietpreis, wenn Männer mehr das, getan, was mehr das, mit teuer, das ist ökonomisch Selbstverständlichkeit, und es wird viel mehr losgebaut, weil da viel mehr lange dauert, bis das in die 60% beinehmen wird. Das ist also ein Eisenern als Leseremenkehr, wie so oft, ein kontraproduktiv Mesure, die Loyer mit teuer möchte, und finalement d'Offer für Wohnraum mehr aufsetzt. Es ist schon an diesem Kontext eng technisch froh, wenn wir heute den 15. Oktober sind und der heute soll nächsten Januar erkauft werden, das ist das. Wenn ich heute Akquisition von einem Terrain mache, für ein Wohnhaus zu bauen, wo die Genehmigungsprozedur ja dann etliche Zeit dauert, profitiere ich dann von 6% Amortissement fiskal accéléré oder nicht mehr von 5 respektive 4. An die zweite, wo ich gerne eine klare Antwort hätte, wann ich mein Weh fahre, mein Wand en état futur d'achèvement. Nach das Jahr 4 Note unterschreiben, bleibe ich da 6 Jahre lang am Genuss von dem allen Regime. Der DR ist froh, dass sowohl DP wie CSV sich heibanden so klar und eindeutig gegen all Vermögensteuer und gegen all Erbschaftssteuer ausgesperrt haben. Das ist wichtig für das Land und das ist auch wichtig für fiskale Gerechtigkeit. Ich gehe aber nur einen Schritt mehr weit. Ich habe dem Herrn Finanzminister eine Question parlamentär gestellt, wie viel Erbschaftssteuer letztes Jahr rauskommt und wie die bezahlt wird. Und dabei ist rauskommt, dass 3,6% von den 160 Millionen, die rauskommen, von Partnern, von Eltern und von Kindern bezahlt sind. Können wir nicht einen Schritt mehr weit gehen und das total unmoralische Besteuerung aufschaffen? Unmoralisch, weil ganz klar Besteuerung von schon besteuertem Geld ist. Wie muss überhaupt ein Partner, ein Kind oder Eltern Erbschaftssteuer bezahlen? Das ist Leute an direkter Linie. Sie bezahlen das an dem Fall, wo sie mehr kriegen wie die legalen Deal. Beispiel, 2 Kinder haben eine Reserve hereditär von 2/3 und das 1/3 eine Quantität disponibel. Wenn ich lo befand,
dat een vu menggen zwee Kanner soll die Quantité disponibel kreien, dat ich 2 Drittel anstatt 1 Drittel, da bezuelt op den Drittel Erschaftsteuer. Dat ass a menggen en total inexplikabel, fir wat dat so ass, an das och fir eis total inakzeptabel. Da wollte ich allerlächtwur zoen op mégem lieblingsfreieren Chamberspräsident en gehässig Macht gestern moderiert von Fernand Carteiser en het nie gedurcht, dat enke Frau wie oder dat den enkegifte Gastschberien vermisse. Dazu wollte ich klipp erklären so. Alles, was der Fernand Carteiser gestern von der RDR gesot huet, als genau so nicht mehr spät wie letzte Sonntag auf einem Nationalkongress gestimmt geht. Alles, was der gesagt wird zum Klima, zum Logement, zur Flüchtlingspolitik, als die gemeinsame Position von unserer Partei an gouf so gestimmt, i inclus mit der Stimme vom Gastschberien. Es sind hoffentlich häufig Partei, die zu schwätzen, die klipp erklären sieht, wofür das steht.